klasse Atmosphäre heute in diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich bisher so ein bisschen eingetastet in diese Saison. Von daher gesehen könnte das heute für beide ein richtungsweisendes Spiel sein. Auf jeden Fall, Tom, das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue und ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt. Also das wird eine richtig packende Auseinandersetzung. Das war clever gepasst. War eindeutige Abseitsposition, ganz eindeutig. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen, ja, korrekte Entscheidung. Den Ball schlägt er jetzt aus dem Abwehrbereich heraus in die Offensive. Souverän gemacht. Freistoß und da hat er Glück, dass der Schiedsrichter nicht die gelbe Karte aus der Brusttasche holt. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Der Torwart wirft den Ball ab. Ja, das war ein Foul, aber es gibt keine Karte dafür. Weiter geht's. Keine Möglichkeit. Warum? Der Torhüter steht genau richtig. Das wird gefährlich. So, und das... Ja, und der Ball ist noch im Spiel. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. Tja, und er spielt den Eckball genau in die Arme des Torwarts. Schöner Kopfball. Gut gespielt. Die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Und der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball und jetzt müssen sich die Verteidiger erstmal um die Angreifer kümmern. Ja, der ist ihm völlig missraten, der Eckstoß. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Müssen wir über diese Situation diskutieren? Nein, gelb. Und es war gut geklärt und nicht nur das, er leitet auch den nächsten Gegenangriff ein. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Und jetzt haben sie so viele gute Spezialisten im Team. Die können alle prima Freistöße schießen. Vielleicht fällt daraus ein Tor. Kein Problem für den Torhüter. Rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter, das muss gelb geben. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Und direkt in die Mauer.
Und solche Bälle spielt nicht jeder. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Ja, und so beherrscht man Ball und Gegner. Und die Abwehr macht ihre Sache ganz, ganz großartig. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Oh, der sah richtig gut aus, der Schuss. Das war richtig knapp. Nicht schlecht. Ja, der gehört dem Verteidiger. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Tja, und das hat natürlich Platzverweis zur Folge. Nach der ersten gelben Karte jetzt die zweite. Und das heißt nach dem Fußball 1:1 Gelb-Rot. Beide Torhüter liefern hier bis jetzt eine tadellose Partie. Guter Abwurf vom Keeper. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Was für ein Freistoß! Und der Treffer ist perfekt. Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Freistöße sind die Spezialität von diesem Mann und das wissen wir nicht erst seit heute. Halbzeitstand hier 1:0. Ja, das ist doch ein tolles Fußballspiel, ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Irgendwann müssen die Tore ja mal fallen, vielleicht im zweiten Durchgang. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Oh, ein brutales Foul. Ich weiß nicht, warum der Schiedsrichter... Klasse Reflex des Torhüters. Mensch, ist der Torhüter heute gut drauf, hat schon so viele Chancen vereitelt. Also die Führung ist bis jetzt nur ihm zu verdanken. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Vorausschauend gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. Fantastisch, die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Und es gibt Ecke. Er trifft. Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist. Ein wunderschöner Treffer. Und er ist der Spezialist für Eckbälle. Das wissen wir nicht erst seit heute, aber er beweist es immer wieder. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Der hat er nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Und der Keeper brilliert hier heute mit seinem Stellungsspiel.
überhaupt nichts gepasst. Keine Koordination bei diesem Schuss und entsprechend das Resultat. Ja, wenigstens hat er es mal versucht, zurück ins Spiel zu bringen, aber der Ball ging ja meilenweit am Tor vorbei. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Ja, und das zeichnet ihn aus, dieses Zweikampfverhalten. Und schon hat er den Ball wieder. Und nutzt er die Chance. Achtung, da ist alles noch drin, obwohl er vorher mit den Fingerspitzen der Klasse den Ball abgewehrt hat. Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Ja, schöner langer Abwurf vom Torhüter und präzise. Das hat er gut gesehen. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Ja, es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. So haben sie das im Training geübt. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Also, dass er den noch rausgeholt hat. Ja, das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Klasse, wie sie den Ball zurückgeholt haben. Guter Einsatz. Klasse, wie er den spielt. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Der passt den Ball weit nach vorne. Was für eine Übersicht. So, jetzt müsste mal langsam die Hereingabe kommen. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Ja, wie um alles in der... Ja, klasse Abwehr des Keepers. Der Torhüter zeigt sich heute in einer beeindruckenden Verfassung. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Und er findet den freien Mann. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Der Torhüter macht das Spiel seines Lebens, Tom. Unglaublich, was dieser Mann leistet. Das könnte jetzt gut passen mit einer Flanke. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Ja, den hat er vielleicht nicht voll getroffen, deswegen geht der Ball klar am Tor vorbei. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Könnte man eine Flanke gut vorstellen. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Ja, und den Ball hat der Torwart wieder abgeworfen. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Klasse Aktion. Gut aufgepasst, aufmerksam, die Situation
richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. So kannst du dich nicht präsentieren, nicht vor den Fans und auch nicht vor den Fernsehzuschauern. Ganz, ganz bittere Niederlage. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.